Herzlich willkommen zu unserem Online-Gottesdienst. Ich vermisse euch. Ich vermisse euch zu sehen. Ich vermisse es, mit euch zusammen Gott anzubeten und einfach in der Gegenwart Gottes dürfen sein und der kleine Schwätz dort und da. Aber das Gemeindeleben geht weiter in unseren Kleingruppen und auch mit unseren Online-Gottesdiensten. Wir haben uns riesig gefreut über alle Rückmeldungen, über alle Klicks, die wir gerade auch in den Online-Gottesdiensten hatten. Natürlich speziell letztes Wochenende für unsere Kids und Teens und wir hoffen einfach, dass auch gerade für unsere Familien ein Segen ist. Ich werde für den Gottesdienst heute noch beten und wir wollen Gott einfach auch einladen, zu uns zu reden. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass deine Gegenwart durch Jesus einfach da ist. Und ich bete, Jesus, dass du jede Stube, jedes Zimmer, wo Menschen jetzt die Sendung schauen, einfach erfüllst mit deiner Gegenwart. Ich bete, Jesus, dass Menschen, die krank sind, Menschen, die irgendwo in Anfechtung sind, die in Problemen drin sind, dass sie ganz besonders deine Kraft jetzt spüren dürfen. Du bist ein Gott, der uns so viel Mut macht, weil du sagst, dass du mit uns bist, alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich bete auch, dass kranke Menschen, gerade auch in diesem Online-Gottesdienst, deine Kraft erfahren und Heilige dürfen geschehen, auch in diesem Moment. Amen. Heute Morgen wird der Stefan Hörtig zu uns reden, unser Leiter von Kids und Teens. Ich freue mich riesig über die Botschaft, die er vorbereitet hat in unserer Serie «Lieb die Nächsten». Und heute Morgen geht es um das Thema «Einander unterstützen». Stefan, Gott segne dich und er hat dir alle Salbung gegeben, die du brauchst für den Dienst. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch diese Woche geht es weiter mit «Lieb deinen Nächsten». Das ist ja mittlerweile schon fast ein modischer Slogan. Es klingt so schön, halt eben harmonievoll und natürlich liebevoll. Wer kann schon etwas gegen Nächstenliebe haben? Meine beiden Kinder sind jetzt knapp 3 und 1-jährig und Tanina, die Ältere, wird immer wieder mal ihre Liebe am Silas ausdrücken. Ich meine, sie lieben sich wirklich beide innig, aber wenn sie kommt und irgendwie ihn so um den Hals umarmt und ihn probiert aufzuziehen, er fängt einfach an zu brüllen, Logo. Und sie kann nicht verstehen, wieso er das nicht gern hat. Vielleicht ist es dir also schon gegangen. Du hast etwas total gut gemeint. Du hast Liebe zeigen und die andere Person hat es irgendwie nicht verstanden, hat es nicht annehmen können. Kennen wir das nicht alle? Es ist offensichtlich nicht nur objektiv, was Liebe ist, was jeder Einzelne als Liebe kann wahrnehmen. Lieb die Nächsten ist aber mehr als einfach ein Lebensmotto. Ja, es taugt auch als Lebensmotto, aber wir sehen in der Bibel, dass Nächstenliebe ist die Zusammenfassung vom ganzen Gebot, wo Gott gegeben hat. Das lesen wir im Lukas 10, Vers 27. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, Nächstenliebe ist ein Stück weit auch so noch ein abstrakter Begriff. Es verstehen nicht alle das Gleiche darunter. Die einen sind vielleicht auf dem Standpunkt, ich schade ja niemandem, es ist zwar vielleicht nicht ganz korrekt, aber ich schade niemandem, das ist durchaus noch kompatibel mit Nächstenliebe. Andere sind ab und zu wohltätig, würden das als Nächstenliebe bezeichnen. Und die anderen finden, hey, wenn ich nicht mein letztes Hemd gebe, wenn ich mich nicht total aufopfere, dann habe ich keine Nächstenliebe gezeigt. Und darum wollen wir heute einfach zur Definition in die Bibel schauen. Was sagt die Bibel über die Nächstenliebe? Und da, wenn ich es gelesen habe aus dem Lukas 10, 27, ist es die Zusammenfassung der Gebote. Die Gebote, die man im Alten Testament findet. Und im Neuen Testament wäre es dann das Leben und die Worte, wo Jesus uns gegeben hat, die uns bis heute überliefert sind, die uns als Beispiele dienen können. Was es heisst, den Nächsten zu lieben, was es auch heisst, das Gebot, das Jesus da gibt, das wirklich zu halten. Und es macht auch durchaus Sinn, dass das Halten
von Gebot mit der Nächstenliebe zu verknüpfen. Weil wenn jeder sich in seinem Rahmen bewegt, wo er sollte, dann ist ein geordnetes Leben möglich, wo es Schutz gibt, wo es Sicherheit gibt, damit wir Wohlergehen leben können, damit wir auch Wohlstand haben können. Und darum, ich weiß nicht, ob du dir das schon so mal überlegt hast, ist Halten von Gebot hat etwas mit Nächstenliebe zu tun. Wenn du der Bibel glaubst, dann ist das Einhalten von Gebot ist Nächstenliebe. Das Einhalten von Gebot ist ja aktuell sehr prominent. Es flackert über alle Bildschirme. Es ist nicht so sehr jetzt Halten von Gebot, das man in der Bibel findet, sondern Gebot, wo uns der Staat gibt, um in dieser Krise uns gut zu verhalten. Und ich kann mich selber erinnern, wenn ich so ein bisschen reflektiere, die letzten paar Wochen, am Anfang habe ich das so wahrgenommen, ja nicht, das sind eigentlich noch gute Hinweise, es ist sicher wichtig, dass alle anderen sich daran halten, bis ich so gemerkt habe, oh ja, das betrifft mich ja selber. Etwas, was uns als Familie jetzt am drastischsten so getroffen hat, ist, dass wir keine Kinderhüte mehr haben, dass wir keine Betreuung mehr haben unter Tag, weil all die das haben können übernehmen in der Vergangenheit, die gehören irgendwie mindestens teilweise zu der Risikogruppe. Und wir haben es ehrlich gesagt auch kurz müssen diskutieren, wie wollen wir uns jetzt da drin verhalten. Aber wir haben uns entschieden, der Staat hat das ganz klar rausgegeben, Enkel, Großeltern sind es trennen und wir haben uns entschieden, wir wollen uns an das halten. Es ist dann auch weitergegangen. Eben, bleiben die heim, wenn es irgendwie geht, meidet den Kontakt. Wir gehen nicht mehr mit den Kindern zusammen posten, machen das zu einem Event, sondern es geht halt noch jemand von uns posten, um wirklich sicherstellen, dass wir auch ein Ansteckungsrisiko minimieren und eben auch, um uns unterordnen unter das, was uns gesagt worden ist. Ja, bleibt die Heim, rettet Leben. Das ist aktuell das Motto, das uns der Bundesrat herausgegeben hat, wo wir uns daran halten sollen. Ich möchte im Ganzen auch nicht den Humor verlieren, darum habe ich euch da einen kleinen Witz mitgebracht. Yes! Einfach genial finde ich die Kommunikation, weil sie das Einhalten von einem Gebot mit der Nächstenliebe verbinden. Indem, dass du daheim bleibst, rettest du Leben. Das ist eigentlich eine perfekte Illustration von dem, was ich euch einleitend schon zeigen wollte. Hey, wenn wir Gebote einhalten, können wir so unsere Nächsten lieben. Und darum, als Christen, sollten wir doch die allerersten sein, die so auch den Bundesrat unterstützen, weil wir wollen ja unsere Nächsten lieben. Genau zu dem gibt der Paulus am Titus auch Anweisungen, dass sie sich der staatlichen Gewalt unterordnen sollen. Und wir lesen heute aus dem Titus 3. Du darfst gerne deine Bibel aufschlagen, auch aufgeschlagen lassen. Wir kommen immer wieder da zurück und ich lese jetzt die ersten 2 Verse aus dem Titus 3. Erinnere alle daran, sich der Regierung und ihren Vertretern unterzuordnen. Sie sollen gehorsam und zum Guten bereit sein, über niemanden lästern und jeden Streit aus dem Weg gehen. Allen Menschen sollen sie mit Freundlichkeit und Geduld begegnen. Ja, jede Obrigkeit ist schlussendlich von Gott gegeben. Und wir sollen unserem Staat unterordnen und wir sollen da drin auch gute Werke tun. Der Staat dient gemäss dem Neuen Testament der Verteidigung der Gerechtigkeit. Und leben wir gemäss dem Gebot, haben wir auch nichts zu fürchten. Der Paulus findet für das sehr starke Worte im Römer 13. Gehorche der Regierung, unter der du lebst, denn sie ist von Gott eingesetzt. Alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott. Wer sich also den Gesetzen des Landes widersetzt, der verweigert Gott selbst den Gehorsam und wird bestraft werden. Ja, starke Wort. Wenn wir unserem Staat widersetzen, widersetzen wir uns schlussendlich Gott selber. Wir lieben unseren Nächsten, indem wir uns am Staat unterordnen und ihn unterstützen. Wir werden miteinander anschauen, wie wir das mit Gottes Hilfe tun können. Und der erste Punkt ist, überprüfe deine Haltung. Überprüfe deine Haltung.
Vor der Corona-Krise hat vieles, was der Bundesrat entschieden hat, uns nicht so direkt betroffen. Und wir haben immer noch denken, ja, die jetzt Bern. Jetzt plötzlich ist der Bundesrat zu unserem Nächsten geworden. Wir alle sitzen gebannt vor dem Bildschirm, hören die nächste Pressekonferenz und warten darauf, was sagt er uns direkt, was unser Leben betrifft. So ein gutes Stück kann man so sagen, ist der Bundesrat unser Nächster geworden. Und ich möchte dich fragen, haltest du dich an das, was er rausgibt? Tust du ihn unterstützen? Auch andere Menschen sind vielleicht plötzlich unsere Nächsten geworden, die das bisher nicht in dem Maß waren. Ich denke da zum Beispiel auch an CEOs oder an Geschäftsführer, die vielleicht normal ein paar Hierarchiestufen weiter oben sind und jetzt durch gewisse Anweisungen, Gebote, die sie rausgeben, sind sie plötzlich die Nächsten. Wie gehst du mit dem um? Da kommen da vielleicht Sachen, die du nicht nur toll findest, die du auch anders kannst sehen. Und verstehe mich richtig, es geht mir auch nicht darum, wenn es um den Bundesrat geht, dass wir nicht noch selbstständig und auch kritisch denken. Aber kannst du dich gleich noch unterordnen? Kannst du ihnen den Respekt zeigen, der ihnen gebührt? Tust du nicht lästern? Und ja, vielleicht kannst du am rechten Ort auch deine Bedenken äußern, aber tust du dich, egal wie sie darauf reagieren, kannst du dich unterordnen? Die Bibel ist sehr klar darin, was sie von uns erwartet. Ich will mich da eine kleine Randbemerkung machen. Es kursieren aktuell sehr viele Theorien, wie es überhaupt zu der Entstehung von dem neuen Coronavirus gekommen ist, wie der irgendwie zum Menschen übertragen worden ist. Auch gibt es gerade theologisch viele Einordnungen, wie man das verstehen muss, die ganze Endzeitlehre, Gericht von Gott, Weckruf, weiss ich was alles. Wir dürfen schon kritisch denken, wir dürfen auch die Bibel lesen und probieren, das einzuordnen. Aber lasst uns wirklich vorsichtig sein. Lasst uns unsere Seele nicht irgendwie mit Verschwörungstheorien nähren. Du nicht irgendwie stundenlang surfen und dich mit dem total auseinandersetzen und du auch nicht so Theorien weiterverbreiten, die doch sehr auf wackeligen Beinen stehen. Wir wollen uns an Jesus halten und so Theorien, die sind wirklich nicht das Wichtigste und sie können uns schlussendlich total gefangen nehmen. Ich schließe die Randbemerkung wieder. Und wir kommen nochmal zurück auf das Thema Unterordnung. Kennen wir nicht alle auch ein Maß an Rebellion? Kennen wir es nicht, dass wir Gebote lieber ignorieren wollen oder sie zumindest probieren, so frei wie möglich zu interpretieren? Es ist ein Thema, das uns alle angeht. Schlussendlich werden wir uns alle schon schuldig gemacht haben an dem, dass wir uns nicht unterordnet haben. Und wir lesen den nächsten Vers aus dem Titus 3. Auch wir waren früher unwissend und ungehorsam. Wir ließen uns in die Irre führen und wurden zu Sklaven vieler Wünsche und Leidenschaften. Unser Leben war voller Bosheit und Neid. Wir hassten die anderen und sie hassten uns. Gerade in Krisenmomenten kann man sehr gut entdecken, was wirklich im Menschen drin steckt. Und ich muss sagen, ich bin wirklich begeistert über die Schweizer, wie viel Solidarität dass Menschen, die hier in der Schweiz leben, einfach ihren Nächsten zeigen. Das ist wirklich stark. Aber wir haben doch auch gesehen, und ich erinnere mich da ganz besonders an das Wochenende, wo die drastischen Massnahmen vorne kommuniziert worden sind, wie schlussendlich der Mensch doch zuerst einmal für sich schaut. In dem Moment haben die Menschen plötzlich nur noch geschaut, hey, bin im Überlebensmodus, ich muss schauen, dass es mir noch gut geht. Und spätestens da, wo das Grundbedürfnis vom WC-Gang inklusive WC-Papier irgendwie auf der Kippe ist gestanden, da hat man nicht mehr an seinen Nächsten gedacht, sondern nur noch an sich selber. Da ist der Egoismus vom Menschen ganz schön sichtbar geworden. Hey, falls du jetzt noch zu viel WC-Papier daheim hast, wir haben eine neue Spendemöglichkeit eingerichtet. Yes, wie möchtest du spenden? Spaß beiseite. In diesem Beispiel sehen wir, es mag auch
eine objektive Moral geben. Häufig würden wir sagen, hey, was für dich stimmt, das ist das Richtige. Aber gerade jetzt da, wenn du vor diesen leeren Regal gestanden bist, da ist in der ganzen Schweiz ein Ruf erschallt: Macht keine Hamsterkäufe. Das hätte jeder unterschrieben für den anderen, vielleicht nicht unbedingt für sich selber. Wir brauchen so einen objektiven Maßstab, wenn es darum geht, was sind denn eigentlich die Gebote, die wir uns daran orientieren sollen, um auch die Nächstenliebe zu zeigen. Und Jesus selber, er ist der Maßstab, an ihm können wir uns orientieren. Jesus hat zum Beispiel Menschen mit der Wahrheit konfrontiert. Aber er hat nie und nimmer eine falsche Aussage oder eine teilwahre Aussage über andere gemacht, um sich selber irgendwie zu erheben, sich besser zu fühlen. Hat er nie gemacht. Er hat auch nicht sich selber vertraut, sich selber gesorgt. Er hat in allem immer am Vater im Himmel vertraut, dass er sein Versorger ist. Und er hat auch nicht zuerst für sich geschaut, sondern er hat immer zuerst für das Wohl der Menschen um ihn herum geschaut. Er ist darin ein riesiges Vorbild für andere da zu sein. Ja, überprüf doch auch du deine Haltung. Wie stehst du am Staat gegenüber? Wie stehst du Menschen in Autorität gegenüber? Kannst du dich ihnen unterordnen? Ich habe als kleiner Reminder 2 Frankenmünzen mitgebracht mit der stehenden Helvetia hinten drauf. Die steht sehr aufrecht da. Und hey, wenn du deine Haltung überprüft hast, dann kannst du auch aufrecht stehen. Und ich möchte dich heute herausfordern, übernimm Verantwortung für dein Handeln. Weil wenn du merkst, dass da irgendwo Defizite sind, dann kannst du auch für das Verantwortung übernehmen, um mit dem zu Jesus zu kommen. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Leb in Gottes Dimensionen. Jesus selber, er hat alle Gebote zu allen Zeiten eingehalten und ist von dem her auch ein perfektes Vorbild, was heisst, Nächstenliebe zu zeigen. Und diese Liebe hat sich in ihrer ganzen Größe gezeigt, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist. Wir lesen den Römer 8, Vers 3. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Obwohl er fehlerlos war, hat er unsere Strafe getragen. Das, was gemäss dem Gesetz eigentlich uns blüht hätte, für das hat er schon gezahlt. Und darum kann uns vergeben werden. Können wir die Schuld loswerden, die uns belastet. Und über das heisst es noch mehr, auch in unserem Abschnitt im Titus 3. Doch dann zeigte Gott, unser Retter, uns seine Freundlichkeit und Liebe. Er rettete uns nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Wir können durch das, was Jesus für uns am Kreuz da hat, ein neues Leben bekommen. Reinigung von unserem ganzen Leben und der Heilige Geist, der in uns lebt. Ein Leben in Gottes Dimensionen. Und wir können uns das nicht verdienen. Wir können es auch nicht verdienen, indem wir eben den Nächsten lieben, dass wir Gebot halten. Es ist ein reines Geschenk. Es ist Gnade von Gott an uns. Und ich möchte dich fragen, hast du das Geschenk angenommen? Weißt du, dass dir die Sünden vergeben sind, dass du gerettet bist, dass du zu Gott gehörst? Wenn du das noch nicht gemacht hast, du darfst im Anschluss an die Predigt mit mir zusammen beten und dein Leben Jesus anvertrauen. Und durch die Rettung, es ist so wunderbar, da werden wir unzertrennlich mit Gott verbunden.
Gott sieht uns durch Jesus als Menschen, die perfekt sind, die komplett heilig, fehlerlos sind, die alle Gebote halten. Effektiv tun wir das nicht, aber Gott sieht uns schon so. Aber durch den Heiligen Geist dürfen wir es immer mehr lernen, so zu leben. Und darum kann in dem neuen Leben können wir auch unsere Nächsten immer mehr lieben, weil wir verändert werden durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Wir halten das Gebot nicht, um mit Gott verbunden zu bleiben, sondern wir halten das Gebot, indem wir mit Jesus verbunden bleiben. Das ist ganz wichtig. Wir halten das Gebot nicht, um mit Gott in Verbindung zu stehen, um mit ihm verbunden zu bleiben, sondern wir halten das Gebot, weil eben wir mit Jesus verbunden sind. In dem Leben in Gottes Dimensionen stützen wir uns schlussendlich nicht auf unsere Kraft, sondern auf die Kraft vom Kreuz. Wir können dann nochmal die Helvetia anschauen. Sie stützt sich auch auf dem Kreuz ab. Nehmen wir doch das auch als Reminder, dass wir uns immer wieder aufs Kreuz stützen. Wir sind von Gott unendlich geliebt. Und darum müssen wir auch nicht unseren Nächsten lieben, um irgendwie verzweifelt ein Liebe zurückzubekommen. Nein, wir sind von Gott geliebt und darum können wir unsere Nächsten lieben. Darum können wir auch unsere Nächsten unterstützen. Und zudem befähigt uns der Heilige Geist. Der dritte Punkt ist, unterstützt durch den Heiligen Geist. Und wir lesen gerade die letzten Verse da aus unserem Abschnitt aus Titus 3. Durch das, was Jesus Christus, unser Retter, für uns getan hat, schenkte er uns den Heiligen Geist. In seiner großen Güte sprach er uns los von unserer Schuld. Nun wissen wir, dass wir das ewige Leben erben werden. Ja, Gott schenkt uns den Heiligen Geist. Und das macht das neue Leben aus. Was der Heilige Geist in uns ausmacht, sagt zum Beispiel der 2. Timotheus 1,7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja, wir wollen uns Autorität, wir wollen uns am Staat unterordnen. Aber wir müssen das nicht aus einer Angst heraus tun, sondern wir dürfen auch das mit Kraft, mit Liebe und mit Besonnenheit tun. Für mich ist auch da die Münze wieder ein Reminder. Die Helvetia hat da den Speer in ihrer Hand. Wir sind nicht aggressiv unterwegs als Christen, aber wir sind auch in der Defensive, weil wir dürfen gehen, befähigt vom Heiligen Geist, mit Kraft, mit Liebe und mit Besonnenheit. Lasst uns nochmal die ersten Verse aus dem Titus 3 lesen. Erinnere alle daran, dass sich der Regierung und ihren Vertretern unterzuordnen. Sie sollen gehorsam und zum Guten bereit sein, über niemanden lästern und jedem Streit aus dem Weg gehen. Allen Menschen sollen sie mit Freundlichkeit und Geduld begegnen. Wenn wir das nochmal so aus der Brille anschauen, dass wir Befähigung haben vom Heiligen Geist, dann gibt das eine ganz andere Dimension, was noch möglich ist, wie wir unseren Staat unterstützen können, wie wir auch darin unsere Nächsten lieben können. Kraft. Ja, sich unterordnen und Verordnungen umsetzen. Gerade wenn man sie vielleicht nicht zu 100% auch so erlassen würde, das braucht Kraft. Anderen ein Vorbild sein in schwierigen Zeiten braucht Kraft. Gut zu tun, gerade wenn man vielleicht selber auch eher mit Angst kämpft, wenn man eine vorsichtige Persönlichkeit hat, braucht Kraft. Allen Menschen mit Freundlichkeit und Geduld begegnen. Vielleicht wenn du angehustet wirst irgendwo oder wenn Menschen beim Einkaufen den Abstand nicht einhalten, braucht Kraft. Nicht lästern, seine Zunge immer im Griff zu halten. Oh ja, das braucht sehr, sehr viel Kraft. Jesus hat gesagt, dass uns Menschen an der Liebe werden erkennen.
Und die Liebe, die können wir im Moment wirklich sehr praktisch zeigen. Ich habe schon angetönt, die Solidarität, die mich selber auch sehr berührt. Wir können Nächstenliebe zeigen. Wir haben auch als Kirche wirklich parat sein. Und aktuell haben wir noch mehr Menschen, die sich zur Verfügung stellen zum Helfen, als Menschen, die Hilfe brauchen. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn der Zustand noch länger anhält, dass sich das noch wird ändern. Von dem her sind wir auch nach wie vor dankbar, wenn sich Menschen melden, die helfen wollen. Aber hey, wenn du Hilfe brauchst, fühl dich frei, um dich wirklich zu melden. Wir wollen gerne da sein für dich. Du kannst auch Bekannten, die im Gesundheitswesen sind, einfach mal Danke sagen. Sie leisten wirklich Außerordentliches in diesen Zeiten und sie müssen sich auch Gefahren aussetzen, die wir anderen uns erziehen können. Vielleicht kennst du auch jemanden, der eingezogen worden ist in der Mobilmachung. Wir haben schon in der Zeitung gelesen, dass sie ganz viele dreckige Wäsche heimschicken. Aber vielleicht freuen sie sich ja auch über ein Fresspäckchen von dir. Einfach eine kleine Ermutigung. Hey, wir denken an sie, wir beten für sie. So können wir aktuell Liebe zeigen. Und hey, ich merke selber immer wieder, meine eigene Liebe, die ist so schnell erschöpft. Solange alles läuft in meiner Komfortzone, ist ja gut. Aber wenn es mich wirklich etwas kostet, dann kommt meine eigene Liebe so schnell an ihre Grenzen. Und da darf man zurückgreifen auf die Liebe von Gott, wo durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Und hey, lasst uns auch aus dieser Liebe heraus beten. Beten für unser Land, für die Menschen in diesem Land. Wir wollen beten für unsere Regierung, dass sie die Weisheit haben, dass sie alle gut lenken können. Wir wollen auch für unser Parlament beten, das jetzt zusammenkommen wird, dass auch sie da einfach die göttliche Weisheit schlussendlich bekommen. Wir wollen beten für Schutz für Menschen, die uns dienen, Schutz schlussendlich für die ganze Bevölkerung. Und lasst uns auch beten, dass die Pandemie wirklich zurückgehen darf. Und wenn wir Liebe haben von Gott, die Liebe wird uns immer auch den Punkt bringen, wo es unser Anliegen ist, dass die Menschen um uns herum gerettet werden, dass sie Jesus selber kennenlernen dürfen. Und lasst uns einfach auch da offen sein, dass Gott uns brauchen kann und lasst uns auch dafür beten, dass Menschen in dieser Zeit aufmerksam werden auf den liebenden Gott, der sich ihnen möchte annehmen. Und wir wollen auch in Besonnenheit handeln. Besonnenheit kann auch Selbstdisziplin oder irgendwie mit gesundem Verstand. Und ja, in so einer Krise stehen wir schnell in der Gefahr, irgendwie irrational uns zu verhalten. Und so cool, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns die Besonnenheit gibt. Ich glaube, wir brauchen wirklich Weisheit. Und der Heilige Geist kann uns leiten, er möchte zu uns reden, was sollen wir tun, was sollen wir nicht tun. Wir können viel zu viel tun, wir können auch zu wenig tun. Der Heilige Geist, er kann uns zeigen und er will uns zeigen, wie wir in unserem Umfeld einen Unterschied machen können, wie wir eben aus dieser Liebe von Gott heraus Menschen unterstützen können und ihnen so die nächste Liebe zeigen können. Wir sind wirklich nicht in der Defensive. Die Schweiz, Zürich, ist gesegnet, weil sie uns hat, weil da Menschen sind, die mit Gott verbunden sind, die den Heiligen Geist in sich haben. Lasst uns wirklich ein Segen sein in dieser Zeit für unser Umfeld, da, wo Gott uns angesetzt hat, da, wo Gott uns Einfluss gegeben hat. Lasst uns noch beten. Vater im Himmel, wir kommen vor dich. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Danke, dass du deinen Sohn gegeben hast, weil du uns so sehr liebst. Wir wollen dir vielmals danken für alle Gebote, die du gegeben hast, die nicht dazu da sind, um uns irgendwie das Leben schwer machen, um uns zu knechten, sondern wir sehen, schlussendlich geben sie einen Rahmen drin, wo Leben möglich ist, wo Wohlergehen, wo Wohlstand drin ist, weil es ein gesunder Rahmen ist. Aber noch so viel mehr begeistert mich, Jesus, dass du das ganze Gebot gehalten hast, dass du der Inbegriff bist von dem Leben, das möglich ist mit Gott. Danke, wenn wir nicht Gebot halten, um von dir angenommen zu werden, sondern dürfen wir wissen, dass wir sind geliebt von dir, wir sind angenommen von dir, uns ist vergeben und darum können wir mit deiner Befähigung auch die Gebote halten und können so auch unsere Nächsten lieben.
Und Herr, wir wollen so wirklich auch beten, einfach für alle Menschen in der Verantwortung, besonders auch unser Bundesrat, unsere Landesregierung. Herr, braucht es in dieser Zeit, dass sie uns gut lenken können. Und Herr, wir wollen uns, weil du es uns auch geboten hast, von ganzem Herzen ihnen unterordnen und das tun, was sie sagen. Herr, wir bitten dich für alle, die einfach sich wirklich hingeben, die uns dienen, gerade die im Gesundheitswesen. Herr, stärk du sie, hilf du ihnen und beschützt du sie ganz besonders. Und Herr, wir auch bitten, dass wirklich die Pandemie wieder zurückgehen darf, dass das normale Leben wieder zurückkehren kann. Aber Herr, wir bitten dich auch, dass aus dieser Krise einfach viele Menschen offen werden für dich, dass sie reagieren auf das Liebesangebot, das von dir ausgeht. Und ich möchte dich jetzt einfach fragen, wenn du mir zugelassen hast und wenn du sagst, hey, ich habe die Verbindung nicht zu Gott, ich weiss mich bis jetzt noch nicht geliebt vom Vater im Himmel. Ich weiss, da sind noch Sünden in meinem Leben, da ist Schuld, wo ich Vergebung brauche. Ich möchte dich gerne reinnehmen in ein Gebet. Du darfst gerne mit mir beten. Wir blenden es auch ein, dass du diese Worte sehen kannst. Und du kannst im Glauben den einfachen Wort Ausdruck geben. Jesus, mir ist klar geworden, dass ich getrennt von dir gelebt habe. Bitte vergib mir meine Schuld. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Komm in mein Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Danke, dass ich ab heute Teil von deiner Familie sein darf. Amen. Hey, wenn du das gebetet hast, dann darfst du auch das neue Leben haben, wie wir es gelesen haben. Du hast den Heiligen Geist, der in dir lebt, und das Leben in neuen Dimensionen ist möglich. Und du kannst andere Menschen unterstützen durch den Heiligen Geist, der in dir lebt. Ich wünsche euch Gottes Segen, Gott möge euch beschützen. Gute Woche, tschüss zusammen. Eine so wichtige Botschaft. Lieb deinen Nächsten, indem du ihn unterstützt. Der Heilige Geist gibt uns Kraft dazu. Er gibt uns die Weisheit dazu. Und er gibt uns auch Kreativität dazu, dass wir das wirklich leben können. Jesus sagt, wenn wir das, was wir aufnehmen in unser Leben und nicht nur hören, wenn wir das auch tun, das einen grossen Segen bringt für uns und auch für andere. Übrigens, wenn du jetzt online gerade bist, schau doch mal ein bisschen tiefer unten auf der Website. Da hat es ein Wort, das heisst Connect. Vielleicht hast du an diesem heutigen Tag dein Leben Jesus übergeben. Vielleicht hast du das Gebetsanliegen. Willst du sonst einfach Informationen? Ein paar Klicks, vielleicht ein paar persönliche Worte von dir und wir treten mit dir gerne in Kontakt oder beten auch für dich. Schon diese Woche haben wir als Staff gebetet für alle Anliegen, die einfach reingekommen sind. Wir wissen, Gott erhört Gebet. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt ganz eine gesegnete Woche. Gott mit dir, viel Kraft, gerade auch um den Nächsten zu lieben und bis zum nächsten Sonntag.